Herzlich willkommen zum SF Krimi Podcast. Mein Name ist Wolfram Höll. Der eine oder die andere weiß es vielleicht noch. Bis vor ein paar Jahren, da war das Basler Radiostudio auf dem Bruderholz, einem Hügel oberhalb von Basel. Susanne und ich haben die ersten Jahre beim Hörspiel dort oben gearbeitet. Und in den Mittagspausen, da sind wir manchmal zum Wasserturm spaziert, der noch etwas höher steht. Gestern nun kam Susanne zu mir ins Aufnahmestudio am Bahnhof, etwas anders als sonst, und meinte, sie müsse mir unbedingt etwas erzählen. Aber nicht jetzt, nicht hier. Wir sollten uns doch auf dem Bruderholz treffen, beim alten Wasserturm, am Abend. Ich war da um 9, habe eine ganze Stunde gewartet, aber Susanne, die kam nicht. Und heute auch nicht ins Studio. Nun ja, da mache ich die Moderation zum heutigen Hörspiel eben allein. Es heißt, die letzte Visite, wir sind beim zweiten Teil angelangt. Das Ganze spielt in einem Lungensanatorium, wo Röntgenarzt Dr. Bold eine neue Stelle antritt. Er verspricht sich, dort eine ruhige Kugel zu schieben. Doch daraus wird nichts. Erst verschwindet Morphium aus dem Giftschrank und dann wird die Oberschwester tot aufgefunden. Wie das alles passiert ist, das fasst euch Dr. Bold am Anfang des zweiten Teils gerade selbst zusammen. Viel Vergnügen. Die letzte Visite. Ein Kriminalhörspiel in 4 Folgen nach dem Roman von Hans Gruhl. Regie James Meyer. 2. Folge. 2 Tage war ich jetzt hier, in diesem Sanatorium. Nicht als Patient, als Arzt, als Röntgenarzt. Aber meine Hoffnung, hier gewissermaßen dienstlich Ferien verbringen zu können, begann zu schwinden. Oberschwester Anna, die mich wie ein preußischer Oberfeldwebel empfangen hatte, war tot. Und ausgerechnet ich musste sie finden, da oben, in dem Turm, der aussah wie ein Raubritternest, der aber nichts weiter war als eine Pumpstation für die Wasserversorgung der Klinik. Hätte ich nicht bis in die Nacht über den alten Befunden unserer Patienten gesessen, um mich mit meiner künftigen Arbeit vertraut zu machen, ich hätte längst geschlafen, als das Wasser wegblieb, und nicht mit langsam vertrocknendem Seifenschaum im Gesicht vor meinem Lavabo gestanden. So aber hatte ich Anna von meinem Fenster aus zum Turm marschieren sehen und, ratlos und neu wie ich war, geduldig gewartet, ob das Wasser nun wiederkäme. Die Pumpe da oben fiel manchmal aus, so viel hatte ich schon gelernt. Dann musste jemand raufgehen und den Motor wieder einschalten. Eine ganz einfache Sache. Ich saß also und wartete, aber mein Wasserhahn blieb trocken. Nach einer halben Stunde etwa packte mich die Unruhe, denn Anna hätte längst zurück sein müssen. Ich ginge nach und fand sie. Sie lag in der Pumpenkammer oben im Turm vor der Schalttafel, deren Hauptschalter zwischen den Sicherungen auf ausgeschaltet war. Ein schwerer Stein hatte sie am Hinterkopf getroffen. Er war aus der Einfassung einer der gläsernen Fensterluken herausgebrochen. Ein Unglücksfall? Schon möglich, aber da war noch etwas. Das Morphium. 10 Ampullen waren aus dem Giftschrank verschwunden, gestern schon. Anna hatte den Verlust entdeckt und dem Chefarzt gemeldet, und sie hatte klipp und klar gesagt, dass sie sich sehr schnell Gewissheit über den Dieb verschaffen könnte. Hatte sie deshalb sterben müssen? Und wie war der Hauptschalter der Pumpe in die Nullstellung gekommen? Gab es ein Relais, das automatisch abschaltete bei Überbelastung? Oder war es ein Defekt? Ja, und wenn, sprang dann auch der Schalter von selbst in die Ruhestellung? Gründe genug zum Grübeln. Aber ich war froh, dass ich das nicht mehr alleine tun musste. Ich hatte den Chefarzt verständigt und er die Polizei. Noch in der Nacht. Sie hatten Anna abgeholt. Nun saßen wir im Aufenthaltsraum. Professor Bierstein, Kollege Pinkus, unser Fräulein Doktor und ich. Dazu ein Herr, der aussah wie der späte Abkömmling eines Indianerhäuptlings. Kommissar Nogis mit 2 E. So hatte er sich vorgestellt. Ein sympathischer Mann mit Fältchen in den Augenwinkeln. Sicher konnte er lachen, wenn es etwas zu lachen gab. Jetzt lachte er nicht. Ist diese Pumpe schon öfter ausgefallen? Ja, ich weiß nicht. Ich bin erst seit gestern hier. Ja, schon gut. Herr Professor? Öfter ist gar kein Ausdruck. Das Ding hätte längst überholt werden müssen, mitsamt dem ganzen wackeligen Gemäuer. Sie sagten, Sie sind erst seit gestern hier, Herr Dr. Bold.
Woher wussten Sie so genau über die Pumpe Bescheid? Ich habe mir das Gelände angesehen, gleich am ersten Nachmittag. Auch den Turm und die Pumpenkammer. Neugierde ist eine meiner schwachen Seiten, wissen Sie. Meine Assistentin kam dazu. Wir sprachen über dies und das, auch über die Pumpe. Dabei erfuhr ich, dass sie manchmal stehen bleibt. So einfach ist das also. Ja, ganz einfach. Und als das Wasser wegblieb heute Nacht, da dachten Sie gleich an den Turm. So ist es. Und warum sind Sie der Oberschwester nachgegangen? Sie blieb zu lange weg. Irgendwas musste passiert sein. Die anderen schliefen alle. Wissen Sie, ich wartete eigentlich mehr auf das Wasser. Gar nicht so sehr auf die Oberschwester. War die Oberschwester sehr beliebt hier im Hause, Herr Professor? Ja, das ist so eine Sache, Herr Kommissar. Was für eine? Naja, eine Oberschwester ist selten beliebt. Sie ist meistens in einem Alter, wo sie nichts anderes mehr interessiert als ihre Arbeit. Und sie hat genügend Zeit zum Aufpassen. Ist das ein Fehler? Und das ist kein Fehler. Wenn in einem Krankenhaus keiner aufpasst, ist es bald so weit, dass die Spritzen im Sterilisator weich kochen, weil die Mädchen klatschen müssen und dass die Fieberkurven aussehen wie moderne Kunst. Aber man kann es auch übertreiben. Hat sie übertrieben? Ja, jetzt, wo sie tot ist, fällt mir die Antwort ein bisschen schwer. Aber Sie wollen ja eine Auskunft und keine Grabrede, wie? Ja, eine Auskunft. Also gut, sie hatte die fatale Angewohnheit, sich um alles zu kümmern. Um alles. Auch wenn es mit dem Dienst eigentlich nichts zu tun hatte. Sie mochten sie also auch nicht? Nicht so sehr, Herr Kommissar. Ich war froh, dass sie den Laden in Schuss hatte. Ehrlich, aber dass sie mein Typ gewesen wäre, nein, das kann ich nicht gerade behaupten. Und Sie, Herr Dr. Pinkus? Aber Ihr Geschäft hat sie verstanden. Aber sonst... Mir tut es bitter leid, was passiert ist, aber im Übrigen... Also ich war froh, dass ich möglichst wenig mit ihr zu tun hatte. Fräulein Doktor? Ich muss mich der Meinung meiner Kollegen anschließen. Wie war das mit dem Morphium? Wir hätten wahrscheinlich gar nicht bemerkt, dass welches fehlt. Wir brauchen es selten. Und offen gesagt, Herr Kommissar, ich wusste nicht mal genau, wie viel noch da ist. Wie erklären Sie sich das Verschwinden? Ja, gar nicht. Bis jetzt. Wahrscheinlich ein Patient. War die Oberschwester auch dieser Ansicht? Ich glaube nicht. Als sie ihre Meldung machte, da tat sie so, als hätte sie einen bestimmten Verdacht. Sie sagte, sie könnte sich sehr schnell Gewissheit verschaffen. Erlauben Sie mir, Herr Kommissar. Ja, bitte. Ich halte das für Wichtigtuerei. Ich hatte eher den Eindruck, dass sie sich nur ärgerte, weil das Zeug unter ihren Augen verschwunden war. Ganz sicher war es so. Sie war verärgert. Auf jeden Fall kam sie nicht mehr dazu, sich Gewissheit zu verschaffen. Ja, das ist natürlich richtig. Sagen Sie, Herr Dr. Bolt, Ja. warum haben Sie Ihr Taschentuch genommen, um den Schalter und den Lukendeckel anzufassen? Ich dachte mir, man weiß eben, dass man in solchen Fällen besser nichts anfasst, oder? Sie dachten also, es könnten vielleicht Fingerabdrücke daran sein. Ja. Warum? Na, sehen Sie, der Stein kann natürlich zufällig heruntergekommen sein. Es kann aber auch jemand nachgeholfen haben. Nachgeholfen? Aber das ist ja... Wie kommen Sie denn zu dieser Annahme? Glauben Sie mehr an die erste oder an die zweite Möglichkeit, Herr Dr. Bolt? Komisch, ich hatte so ein dummes Gefühl, als die Oberschwester so lange ausblieb. Bitte, ich weiß auch nicht warum. Oben habe ich nichts gesehen, was darauf schließen ließ, dass sich irgendwer dort rumgetrieben hat. Aber als ich wieder zurück war... Ja? Vielleicht ist das nicht wichtig. Bitte. Na gut, Nachtschwester Inge sagte mir, dass sie Schritte auf der Treppe gehört hätte, während ich weg war. Schritte? Ja. Jemand kam leise die Treppe herauf. Sie glaubte zuerst, ich wäre es. Dann hörte sie nichts mehr. Was haben Sie daraus geschlossen, Herr Dr. Bolt? Oh, ich glaube kaum, dass ich Talent habe, Ihre Arbeit zu machen, Herr Kommissar. Ich habe nur daran gedacht, dass jemand im Park gewesen sein könnte, der vor mir zurückkam. Und Schwester Inge hat ihn gehört. Nichts weiter. Sehr schön, Herr Kollege. Ich bin auch ein alter Freund von Krimis. Aber ich finde, man sollte erst einmal das Nächstliegende annehmen. Es wird ein Patient gewesen sein, der auf die Toilette gegangen ist, um verbotenerweise zu rauchen.
bis zum Morgen ist der Qualm abgezogen und er mimt wieder den Nichtraucher. Naja, so ähnlich habe ich auch gedacht, Herr Professor. Aber Schwester Inga meinte, die Patienten brauchten zu diesem Zweck nicht auf den Treppen herumzusteigen. Auf jedem Gang ist ja eine Toilette. Natürlich, klar. Aber wer weiß denn, ob nicht einer den anderen besuchen wollte, ein Stockwerk höher? Die haben die tollsten Einfälle, das können Sie mir glauben. Ich kenne Ihre Patienten nicht und ihre Gewohnheiten, Herr Professor. Zumindest aber scheint mir der Umstand, dass ein Patient den anderen besuchen will, um Mitternacht wohlgemerkt. Dieser Umstand erscheint mir unwahrscheinlicher als die Annahme, dass jemand im Park gewesen ist und unbemerkt ins Haus zurück wollte. Sie meinen also, Schwester Anna ist umgebracht worden? Wir müssen mit dieser Möglichkeit rechnen. Ich lehnte neben Petra am Fensterbrett. Wir waren fertig mit der Nachmittagsarbeit. Gähnen zerriss mein Gesicht. Sind Sie eigentlich immer so müde, Herr Doktor? Entschuldigung. Immer wenn ich nachts in einen Mordfall verwickelt war. Mordfall? Wie kommen Sie bloß darauf? Naja, da. Sehen Sie mal. Was? 2 Stunden kriecht der Kommissar mit seinen Leuten schon im Park herum. Jetzt sind sie oben auf dem Turm. Ich möchte wissen, was die noch suchen. Den Mörder natürlich. Oder wenigstens seine Spur. Glauben Sie wirklich? Ich meine, wer sollte denn ein Interesse daran gehabt haben, Oberschwester Anna umzubringen? Ja, ich zum Beispiel. Oh, Sie? Da muss ich aber lachen. Ja, lachen Sie nicht zu früh. Wissen Sie, was so ein Polizist denken könnte? Na? Etwa dies. Ist doch seltsam. Bisher war Ruhe in dem Laden. Dann kommt ein neuer Bold und schon... Oh, hören Sie auf. Nein, lassen Sie mich mal. Er denkt, der Neue ist Morphinist. Ach. Sowas soll es ja geben bei Ärzten, oder? Er holt sich das Morphium, die Oberschwester beobachtet ihn und sagt, dass sie einen Verdacht hat, sagt es in seiner Gegenwart. Und so muss er sie einfach aus dem Wege räumen, wenn sein fatales Hobby nicht bekannt werden soll. Prima, nicht? Ach nein. Doch. Seine freundliche Assistentin Petra erzählt ihm von den Pannen der Pumpe oben im Turm. Er schleicht hin, nachts, schaltet den Apparat ab und wartet. Anna kommt, wie er sich das ausgerechnet hat. Die Steine sitzen sowieso locker und bums, Problem gelöst. Ach. Ja, er geht zurück, spielt den Überraschten, lässt sich von der Nachtschwester noch die Taschenlampe geben, geht wieder los, jetzt ganz Kavalier, findet die Tote und eilt von Entsetzen geschüttelt heim. Ne? Hübsch. Ja, Wirklich. spotten Sie nur. Der Kommissar sieht so aus, als würde ihm diese Geschichte nicht schlecht gefallen. Mir gefällt sie nicht. Außerdem sind Sie kein Morphinist. Vorsicht. Woher wollen Sie das wissen? Sie sehen nicht so aus. Wie sehe ich denn aus? Ich würde sagen eher Alkohol als Rauschgift. Stimmt's? Alkohol. Sie machen mir wirklich Spaß. Wollen Sie einen Wodka? Schwester Petra, innerhalb der Dienstzeit ist der Genuss von Alkohol strengstens, nein, wirklich strengstens. Haben Sie einen da? Her damit. Schwester Anna war fürchterlich unbeliebt. Ich bin auch mit ihr zusammengeprallt, weil sie mir hier Vorschriften machen wollte. Aber dass jemand sie so gehasst haben soll... Ich denke, es muss mit dem Morphium zusammenhängen. Ja, sicher. Das wäre ein Grund. Wenn es überhaupt Mord... Sie konnte nicht zu Ende sprechen, denn die Tür öffnete sich und Kollege Pinkus erschien. Natürlich, die überarbeiteten Röntgenologen. Ja. Wodka am hellen Tag. Wollen Sie auch einen, Herr Doktor? Was ich, der ich nie. Na, Sie Schwindler. Der Herr Doktor. Ja, also gut. Prost. Prost. Na, ich hab's nötig. Noch Arbeit für uns, Herr Kollege? Eine Lunge, 30x40 bitte. Unserem Rechtsanwalt geht es schlechter. Bergius? Ja. Ich habe ihn punktiert heute Mittag. Er ist matt, kaum noch ansprechbar. Und gestern war er noch ganz munter. Ja? Ja, es kann nur eine neue Streuung sein. Deshalb meine Bitte. Ich muss Gewissheit haben. Ein Unglück kommt selten allein, wie der Volksmund sagt. Erst das verschwundene Morphium, dann Anna, die Kriminalpolizei im Haus.
Und jetzt, Herr Rechtsanwalt. Und ich dachte, hier wären Ferien das ganze Jahr. Prost. Es waren es auch, Herr Kollege. Waren es auch. Bis Sie kamen. Kann ich den Patienten jetzt hereinrollen? Ja, bitte, dann haben wir es hinter uns. Petra spannte eine Kassette in den Apparat. Wir warteten, bis sie die Aufnahme gemacht und entwickelt hatte. Dann gingen wir in die Dunkelkammer und Pinkus guckte die Aufnahme an, wie ein Philatelist, die blaue Mauritius. Nichts. Rein gar nichts. Oder sehen Sie, was von Milliare aussah? Nein. Die Lunge ist sauber. Da ist keine Spur von Streuung. Und ich stehe da und weiß nicht, warum der Mann auf einmal nicht mehr mitspielen will. Am nächsten Morgen bei der Visite sah es so aus, als ob Dr. Bergius bald sterben würde. Er lag ganz still in seinem Bett, die Hände reglos auf der Decke. Seine Augen waren offen, aber verschleiert mit engen Pupillen. Keine Verkrampfung, kein Fieber, kein Schüttelfrost. Ein langsames Verlöschen. Er wollte nicht mehr. Er wollte fortgehen, unbemerkt und ungehindert. Bierstein betrachtete die Fieberkurve. Kollegin von Stack sah ihm über die Schulter. Nichts Dramatisches zeichnete sich ab. Wir standen und sahen zu, wie Bierstein den stillen Mann untersuchte. Er sprach nicht dabei. Erst als wir draußen waren, wischte er sich mit einer fahrigen Geste über das Gesicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was das soll. Wann haben Sie das letzte Mal punktiert, Pinkus? Vor einer Stunde, gegen 9. Kein Eiweiß, in beiden Proben. Beide negativ. Und ganze 14 Zellen im Likor. Irrtum ausgeschlossen. Ist ausgeschlossen. Er hatte ja nie mehr als 30. Das wäre mir sofort aufgefallen. Kein Anhalt dafür, dass die Meningitis weitergegangen ist. Kein vermehrter Eiweißgehalt, keine neue Anhäufung von Entzündungszellen. Und trotzdem dieser miserable Allgemeinzustand. Streptomycin hat er. Ja, 100 Milli intralumbal durch die Nadel und 900 IM. Tja, das muss irgend so ein verdrießlicher, abgekapselter Herd sein. Am Hirnstamm oder an der Basis. Ja, da können wir lange mit Streptomycin herumfuchteln. Geben Sie ihm was für den Kreislauf, Pinkus. Jawohl. Und lassen Sie mich morgen mal punktieren. Zu meiner Beruhigung. So standen wir am nächsten Morgen wieder um Dr. Bergius' Bett. Der Chef, Dr. Pinkus, die Stack und ich. Dazu die Stationsschwester Maria, eine massive, mütterliche. Und Schwester Inge, die ich nun schon so gut kannte. Bergius war noch weiter weg als gestern. Mager, die Haut wie trockener Kalk. Aber eben kaum klinische Zeichen einer Hirnhautentzündung. Nur sein Atem ging unregelmäßig, oberflächlich, seufzend. Die Schwestern legten ihn auf die Seite, hielten ihn. Bierstein punktierte schnell und sicher. Die Tropfen waren wasserklar. Dann gab ihm Schwester Maria die Spritze mit der Streptomycin-Lösung. Ich sah die Ampulle auf der Glasplatte des kleinen Tisches am Fußende des Bettes. Der Patient bewegte sich nicht und er gab keinen Laut von sich. Eine tadellose Punktion. Ja, und 3 Stunden später war Dr. Bergius tot. Ich sah es an Pinkus Gesicht, als er den Aufenthaltsraum betrat. 3 Stunden hat er noch mitgespielt. Immer weniger. Ich habe eine halbe Apotheke in ihn hineingepulvert. Nichts. Temperatur ging runter, Puls rauf. Eine schöne Crux Mortis wie im Lehrbuch. Und dann war es fertig. Bierstein und die Stack kamen und wir aßen schweigend. Aber die Ruhe währte nicht lange. Es klopfte an der Tür und Schwester Maria trat herein. Eine Szene wie am ersten Abend, als die Oberschwester gekommen war, um das Verschwinden des Morphiums zu melden. Na, Schwester Maria, was ist? Entschuldigen Sie, Herr Professor. Es ist wegen das Streptomycin, das von Dr. Bergius, der heute... Es ist nicht mehr da. Was ist mit dem Streptomycin? Es ist nicht mehr da. Na, nun mal langsam, Schwester. Wir sind doch hier keine Klapsmühle.
Wer soll denn Streptomycin klauen, wie? Es ist weg. Und die Flasche war ganz neu, fast voll. Ich wollte sie noch verwenden für IM-Patienten. Sie ist verschwunden. Sehen Sie doch mal gründlich nach. Wir haben überall gesucht, Herr Professor. Wir haben sie nicht gefunden. Ich habe sie ja selber auf dem Tisch gesehen nach der Punktion, als wir Dr. Bergius herausgerollt haben. Dann wollte ich aufräumen. Alles war da, wo ich es hingelegt hatte. Nur die Flasche nicht. Ich habe Inge gefragt und Renata, sie wissen nichts. Deshalb wollte ich fragen, ob vielleicht Herr Dr. Pinkus... Nein, Schwester Maria, Fehlanzeige. Ich habe die Flasche nicht angefasst. Warum sollte ich auch? Haben Sie das Zeug weggeräumt, Frau Kollegin? Ich habe die Flasche nur gesehen, als ich reinkam. Vor Ihrer Punktion, heute früh, Herr Professor. Sie stand auf dem Wagen. Mehr kann ich nicht dazu sagen. Bold? Nein, Fehlanzeige. Streptomycin fällt nicht in mein Ressort. Sie hören es, liebe Schwester, wir haben Ihre Flasche nicht. Ja, aber ich... Im Universum geht nichts verloren. An den unmöglichsten Stellen findet man seine Klamotten oft wieder. Tut mir den Gefallen und seht noch mal gründlich nach, ja? Jawohl, Herr Professor. Und wenn das Zeug wirklich weg ist, geht die Welt auch nicht unter. Dann hat es eben irgendwer in den Mülleimer geschmissen und traut sich nicht zu beichten. Aber es wird sich schon wiederfinden. So wie das Morphium. Am Nachmittag schwitzte ich hinter meiner Röntgenapparatur wie ein Heizer. Draußen war blauer Himmel und die Sonne brannte, aber ich saß im Dunkeln und betrachtete mir Herzen, Rippen und Lungen. Meine Hände trieften in den Bleihandschuhen. Es war eine Strafe, bei diesem Wetter arbeiten zu müssen, statt mit Petra am Waldsee zu liegen. Nur die Konversation mit ihr über die Sprechanlage hielt mich noch aufrecht. Sie regelte den Strom am Schalttisch und sie schickte immer den nächsten Patienten herein, wenn einer fertig war. Dann stand sie plötzlich selbst neben mir. Straßmann fehlt, von Station 3. Was denn? War der überhaupt vorgesehen für heute? Ja, die 3 braucht immer eine extra Einladung. Verflixt nochmal, immer die Freifrau. Rufen Sie doch an, dass sie ihr Schäfchen runterschickt. Soll sich aber beeilen. Ich will an die Luft. Angerufen habe ich schon, meldet sich keiner im Stationszimmer. Wahrscheinlich trinken die Kaffee. Ja, beneidenswert. Ich laufe schnell rüber und hole ihn. Gut. Ich nutzte die Pause, lehnte mich an den arretierten Schirm und baumelte mit den Beinen. Moderne Röntgenstationen haben Elektronenverstärker und Fernsehapparate. Man kann bei Tageslicht durchleuchten und braucht die Bleirüstung nicht, aber solcher Fortschritt war wohl hier nicht zu erhoffen. Ich drehte mich ein paar Mal mit dem Schemel um mich selbst, bis das Gewinde am Ende war, spielte mit den Schaltern der Deckenlampe und des Mikrofons. Petra blieb lange weg. Dann hörte ich ein Geräusch. Ich hörte vorsichtige Schritte durch die Hintertür näher kommen, zögernd wie suchend. Dann waren sie im Schaltraum. Ich blieb sitzen. Aber mein Herz schlug einen Wirbel unterm Kragen. Das war nicht Petra, aber wer? Herr Doktor! Ja, treten Sie näher. Bringen Sie einen Straßmann von 3. Nein, Herr Doktor, ich... Ach, Inge. Ja, wenn Sie einen Moment Zeit hätten. Aber ja, was ist denn, Schwester? Ich muss Sie sprechen. Na los, Bitte. Ich höre. Es ist wegen das Streptomycin. Die Flasche. Sie wissen. Ja, was ist damit? Ich... Ja, Sie haben sie weggeschmissen. Nein, ich habe gesehen, wer sie genommen hat. Was? Die Flasche von Dr. Bergius? Ja. Und? Es ist eine längere Geschichte, Herr Doktor. Ich habe jetzt nicht so viel Zeit. Vielleicht können wir... Ich meine, vielleicht hätten Sie heute Abend ein paar Minuten für mich übrig. Heute Abend? Ja, natürlich. Wann dachten Sie denn, um 8? Ja, lieber etwas später. Na gut. Und wo? Draußen. Es ist besser, wenn... Um 9 am Turm, ja? Um 9 am Turm, abgemacht. Ich wollte sowieso heute Abend noch hingehen. Aber Sie sprechen mit niemandem darüber. Bitte. Na, keine Angst. Ich halte meine Rendezvous grundsätzlich geheim. Ja, ich muss jetzt gehen. Bis heute Abend also. Und schon war sie weg. Komisch. Die Sache nahm Formen an, die mich beunruhigten. Was wusste Inge? Und warum wollte sie es gerade mir sagen? Eigentlich hätte ich mich geschmeichelt fühlen müssen, aber warum ging sie nicht zum Chef? Die Tür klappte, laut diesmal. Petra kam zurück mit dem Patienten. Der hat Selenmuskat gespielt. Kann ich ihn reinbringen?
Ja, her mit dem Skatspieler, damit wir fertig werden. Er zieht sich nur noch aus. Petra brachte ihn und zwängte ihn hinter den Schirm. Ich schob ihn noch ein bisschen zurecht, dann schaltete ich ein und sah. Ich sah nichts. Petra hatte am Schalttisch noch keinen Strom gegeben. Ich knipste das Mikrofon an, legte Tadel in meine Stimme und bat sie, das Versäumte nachzuholen. Nichts passierte. Ich wiederholte meine Aufforderung, ohne Erfolg. Vielleicht war sie rausgegangen. Ich erhob mich ächzend, zog die Brille herunter und ging zur Tür. Petra saß am Schalttisch und sah mich freundlich an. Na, stimmt was nicht? Oh. Ohne Strom durchleuchtet es sich schlecht. Ohne Strom? Wieso? Ich bat um Strom, aber nichts erfolgte. Dann haben Sie das Mikrofon nicht eingeschaltet. Ich habe nichts gehört. Natürlich habe ich das Mikrofon eingeschaltet. Warten Sie. Na bitte, das Ding ist abgeschaltet. Sehen Sie? So ist es ein. Merkwürdig. Also fangen wir an. Sie haben recht, Schwester. Dann war das Mikrofon an und ich habe es ausgeknipst, als ich Sie rief. Das muss der Sauerstoffmangel sein. Entschuldigen Sie, Petra. Oh, bitte sehr, Herr Doktor. Das grüne Licht der Röntgenröhre erschien und zeichnete Strassmanns Brustkasten auf den Schirm, als ob plötzlich der Tod vor mir stünde. Es war kurz vor 9, als ich mich zum Rendezvous mit Inge aufmachte. Am späten Nachmittag hatte es ein Gewitter gegeben und geregnet. Jetzt nieselte es noch ein bisschen, und der Abend war deshalb dunkler als sonst. Ich stieg langsam unter den Bäumen bergan, atmete tief durch und überlegte, ob Inge schon oben sein könnte. Warum wollte sie sich ausgerechnet hier mit mir treffen? Als der Turmsockel vor mir auftauchte, schwarz und schwer, da wäre ich am liebsten wieder umgekehrt. Ich dachte an die Oberschwester, wie sie im Pumpenraum gelegen hatte, und drückte mich an der spitzbogigen Tür vorbei. Wenn jemand das Streptomycin gestohlen hatte, und Inge behauptete ja zu wissen, wer, wenn es also diesen jemand gab, dann war es auch derselbe, der das Morphium verschwinden ließ, und dann war Annas Tod kein Unglücksfall gewesen, sondern Mord. Ja, ich war dabei, mich auf etwas einzulassen, das ich vielleicht bereuen würde. So viel war mir klar. Verfluchter Leichtsinn. Ich stieg die Windung zur Sockelplattform hinauf, zog den Kopf unter der Tür zur Turmtreppe ein und nahm bedächtig Stufe um Stufe in dem dunklen Schacht. Je höher ich kam, desto mehr schien es mir, als ob die Stufen nass wären. Es musste hereingeregnet haben heute Nachmittag. Ich überlegte, wie das möglich war. Dann durchzuckte mich ein Gedanke wie ein eisiger Schreck. Ich nahm mein Feuerzeug, bückte mich. Ja, das war kein Regenwasser. Das war Blut. Inge lag dicht an der Öffnung, zur oberen Plattform auf dem Rücken. Sie trug einen leichten, hellen Regenmantel, keine Haube. Ihre Augen blickten starr nach oben, an mir vorbei. Auf der linken Brustseite ihres Mantels war ein hässlicher, dunkler Fleck. Im flackernden Licht meines Feuerzeuges erkannte ich den gerillten Griff eines Skalpells. Wie ich nach unten gekommen bin, weiß ich nicht mehr. Jetzt war es immer noch Nacht. Bierstein hatte die Polizei alarmiert und Kommissar Nogues war schnell erschienen. Er hatte mit seinen Leuten den Park abgesucht, aber ohne Ergebnis. Jetzt saß er mir gegenüber und forderte mich auf, alles zu erzählen. Ich tat es. Bergius letzte Punktion, Bergius Tod, Schwester Marias Mitteilung, dass das Streptomycin fehlte. Was kann man damit anfangen? Nichts. Mit so einer Menge? Nein. Nein. Ein paar Infektionskrankheiten, speziell TBC, ja. Aber sonst, man hat ja heute auch schon ein Dutzend andere Medikamente. Gibt es einen Zusammenhang zwischen Morphium und Streptomycin? Wenn die Pharmakologen nichts Neues ausgeknobelt haben in jüngster Zeit,
Nein. Wie war das mit Schwester Inge? Heute Nachmittag. Ich wartete auf einen Patienten, den meine Assistentin holte. Da kam sie zu mir. Wann? Gegen 4, halb 5. Und was sagte sie genau, bitte? Sie wollte mich sprechen. Sie tat sehr geheimnisvoll. Sie wisse, wer das Streptomycin genommen hat, aber es wäre eine längere Geschichte und sie hätte jetzt so wenig Zeit, ob ich abends... Sie verabredeten sich mit ihr? Ja, um 9 am Turm. Warum gerade dort? Ich weiß nicht. Es war ja Ihr Vorschlag. Mhm. Können Sie sich vorstellen, warum? Keine Ahnung. Wahrscheinlich wollte sie ungestört mit mir reden. Und warum gerade mit Ihnen? Tja, darüber habe ich auch schon gegrübelt. Und um 9 gingen Sie nach oben? Nein, kurz vor 9. Ich dachte, ich wäre vor ihr da, aber... Das waren Sie aber nicht, oder? Nein. Haben Sie wieder nichts angefasst oben? Nur Ihren Puls. Wie bei Schwester Anna? Wie bei Schwester Anna. Sie gewinnen allmählich Routine im Auffinden von Leichen. Oh, ich werde mir Mühe geben, damit aufzuhören, Herr Kommissar. Sagen Sie, haben Sie jemandem erzählt, dass Inge sich mit Ihnen verabredet hat? Nein, niemandem. Ja, dann muss sie es getan haben. Aber das halte ich für ausgeschlossen. Warum? Weil Sie hat mich so eindringlich gebeten, nicht darüber zu sprechen. Warum sollte sie dann selbst? Und bei Ihrem Gespräch war niemand dabei, sagten Sie? Nein. Und die Tür zu diesem Schaltraum? Hat Inge hinter sich zugemacht. Und sie sprach so leise, da konnte nebenan keiner... Ja? Moment. Mir fällt da was ein. Es kann natürlich völliger Blödsinn sein. Nur zu, Blödsinn höre ich besonders gern. Augenblick. Darf ich? Bitte. Das heißt, Inge erzählte ihre Geschichte. Bei geschlossener Tür. Als sie ging, ließ sie die Tür offen. Petra, meine Assistentin, kam zurück und brachte den Patienten, auf den ich wartete. Als er hinter dem Schirm stand, schaltete ich ein. Aber es war kein Strom auf der Röhre. Ich rief ins Mikrofon und bat Petra, den Strom einzuschalten. Aber sie hörte nichts. Sie konnte nichts hören, denn die Sprechanlage war ausgeschaltet. Ja, aber... Augenblick. Als ich wartete, allein bevor Inge kam, da hatte ich an allen Schaltern herumgeknipst. Aus Langeweile. Dabei muss ich die Sprechanlage eingeschaltet haben. Dann, als der Patient hinter dem Schirm stand und ich das Mikrofon einschaltete, habe ich es in Wirklichkeit ausgeknipst. Verstehen Sie? Petra konnte mich nicht hören. Mhm. Sie wollen damit sagen, auf diese Weise könnte jemand draußen im Schaltraum Ihr Gespräch mit Inge über Mikrofon mitgehört haben. Mein Gott, vielleicht ist es Blödsinn, aber ich weiß genau, dass ich an den Schaltern gespielt habe und dass meine Assistentin nichts hörte, als ich sie rief. Ich war aber der Meinung, ich hätte das Mikrofon eingeschaltet. Folglich war es vorher eingeschaltet, als Inge bei Ihnen war. Im Schaltraum konnte also jedes Wort gehört werden, das Sie sprachen. An der Schalterstellung konnten Sie das vorher nicht merken? Natürlich merkt man das mit der Zeit. Aber ich bin hier noch neu und der Apparat hat ein Dutzend verschiedene Kippschalter. Sie wissen, was man denken könnte. Ja, ich weiß. Ich weiß sehr gut. Niemand kann bezeugen, dass Inge tatsächlich bei mir war. Und wenn, weiß niemand warum. Ja. Ich habe sie auf den Turm gelockt und dort erstochen und in sauberer chirurgischer Handwerksarbeit. Dann habe ich den Entsetzten gespielt, meinen Chef alarmiert und nun versuche ich, sie hinters Licht zu führen, nicht? Hübsch erzählen Sie das. Oh, ich habe Übung. Ähnliches habe ich meiner Assistentin erzählt nach Annas Tod, die ich auch so hinterhältig umgebracht habe und am gleichen Ort. Ja, ich weiß nur nicht recht, warum, Herr Kommissar. Ich auch nicht. Hoffentlich finde ich es noch heraus. Aber ich wäre Ihnen natürlich außerordentlich verbunden, wenn Sie außer mir auch noch andere Möglichkeiten in Erwägung ziehen würden. Gewiss. Immerhin ist schon einzusehen, warum Inge gerade Ihnen Vertrauen schenkte. Sie waren neu, noch uneingeweiht in die Bräuche des Hauses und Sie sind eine sympathische Erscheinung. Vielen Dank.
Nach Annas Tod hat sie Ihnen von den Schritten erzählt, die sie hörte auf der Treppe in der Nacht, noch bevor Sie selber vom Turm zurückkamen. Vielleicht hat sie schon da etwas gesehen oder jemanden erkannt. Und jetzt, nachdem die Streptomycinflasche verschwunden war, hat sie vielleicht Zusammenhänge geahnt. Sie kann es uns leider nicht mehr erzählen. Wir werden es auch so herauskriegen. Ja, hoffentlich. Gut, Herr Doktor. Das wäre es dann wohl für heute. Legen Sie sich nieder. Wenn ich Sie noch einmal brauche, dann erst morgen früh. Ja. Dann viel Erfolg. Danke. Ach, dieser Patient, den Ihre Assistentin holen musste, wie hieß der doch gleich? Straßmann. Und von welcher Station war er? Moment. Der war, ja, von der 3. Petra sagte noch, die 3 braucht ihm eine Extra-Einladung. Und wer hat die 3? Fräulein Dr. von Stack. Na schön. Also, gute Nacht. Gute Nacht. Er ging. Und mir war nicht sehr behaglich zumute. Ich füllte mein Zahnputzglas mit Wasser und schluckte 2 Tabletten gegen Kopfschmerzen. Am nächsten Abend saß ich mit Petra in einem kleinen Landgasthaus, nicht weit weg von unserem Berg. Die Polizei war den ganzen Tag noch da gewesen, aber der Kommissar hatte mich nichts mehr gefragt, nur die anderen, auch Petra. Wir hatten unsere Arbeit getan, wie immer. Aber am Abend hatte ich Lust verspürt, ein Stück spazieren zu gehen und anschließend die Mordgeschichten, vielleicht irgendwo bei einem Bier, ein bisschen zu verdrängen. Petra war mitgekommen. Wir waren stumm nebeneinander hermarschiert, bis wir jetzt hier vor unserem Bier saßen. Was hat denn der Kommissar alles von Ihnen gewollt heute Nacht? Ja. Er hat mir sehr nett angedeutet, so in aller Freundschaft, dass ich durchaus als Ingels Mörder in Frage käme. Ihm fehlt nur noch das Motiv. Und die Geschichte mit der Sprechanlage schien ihm auch nicht so recht zu schmecken. Tja, mich hat er auch danach gefragt. Heute Mittag. Und? Nichts und. Ich habe ihm erzählt, wie es war. Er ist natürlich dahinter gekommen, dass man das Mikrofon auch von Ihrem Platz aus bedienen kann. Ja, ich habe es ihm gesagt. Womit Sie auch in den Kreis der Verdächtigen eingerückt sind. Willkommen. Wahrscheinlich. Und warum haben Sie die arme Inge umgebracht? Das Motiv ist wichtig. Ich weiß es nicht und wenn ich es wüsste, dann... Da sehen Sie mal zur Tür. Oh, der Herr Professor. Jetzt hat er uns im Visier. Wir werden höchstwahrscheinlich alle noch den Verstand verlieren. Aber bevor das eintritt, wollte ich erst noch ein Bier trinken. Darf ich mich setzen? Aber bitte sehr, Herr Professor. Ich sehe, ihr hattet die gleiche Idee wie ich. Darf ich, Herr Professor? Oh ja, sehr gern. Ja, Dankeschön. Eine gute Idee. Zumal wir in Kürze alle nur noch bei Wasser und Brot. Ja, Sie haben recht. Dieser Kommissar ist ein misstrauischer Herr und hartnäckig. Wollte er Sie etwa auch zum Täter ernennen? Nein, das nicht direkt. Aber mit den Medikamenten, da konnte er sich nicht beruhigen. Morphium, Streptomycin. Und was es damit auf sich hat, ja, was sollte ich ihm sagen? Es muss damit zu tun haben. Erst das Morphium weg, dann das Streptomycin. Zwischendurch stirbt Anna, dann Inge. Und Dr. Bergius. Ja, der auch noch. 10 lumpige Ampullen Morphium. Was fängt einer schon damit an? Schön, es waren die starken, 0,2 in jeder Ampulle, aber trotzdem. Und 700 Millistreptomycin, höchstens 800. Ich sehe da keinen Zusammenhang. Vielleicht wollte jemand den Dr. Bergius umbringen. Wie? Ach, den armen Hund, der ist sowieso schon halb tot. Bold. Was Sie da sagen, wenn das wahr ist. Bold, Sie waren doch dabei, als wir den Bergius zum letzten Mal punktiert haben, ja? Ja, ich war dabei. Was ist Ihnen aufgefallen? Aufgefallen? Ja doch. Ja, er war apathisch, somnolent, kaum noch ansprechbar. Keine klinischen Zeichen von Meningitis, Temperatur subfebril und... Ja, und trotzdem... Trotzdem?
Ich hatte das Gefühl, dass es bald aus ist. Sozusagen terminales Stadium. Richtig, ja. Das war auch mein Eindruck. Terminales Stadium. Ein sterbender Mann nach plötzlicher, unerklärlicher Verschlechterung. Genau so war's. Und wie sind die Pupillen eines Sterbenden im Allgemeinen, Bold? Weit. Sauerstoffmangel, zerebrale Anoxämie, also weit. Jawohl, genauso. Und wie waren Sie bei Dr. Bergius? Die waren eng. Nur einfach eng? Ja, ich möchte sagen sehr eng. Maximal kontrahiert. Miosis. Richtig. Wenn die Pupillen in diesem Stadium mal nicht völlig erweitert sind. Mittelstellung. Schön. Aber so eng dürften sie eigentlich nicht sein, wie? Nein, eigentlich nicht. Also? Morphium? Morphium. Und ihr könnt mich auch noch totschlagen, wenn ich euch jetzt nicht verrate, wie das zugegangen ist. Passt auf, mein Lieben. Unser Streptomycin in den Flaschen ist eine Trockensubstanz, Pulver. 1 Gramm in jeder Flasche. Vor Anwendung müssen wir es auflösen mit destilliertem Wasser. 10 Kubik auf eine Ampulle. Dann haben wir 100 Milligramm in jedem Kubikzentimeter und können genau dosieren. Ich begann zu ahnen, worauf er hinaus wollte, und gestand mir, dass ich darauf niemals gekommen wäre. Das musste der Teufel persönlich erfunden haben. Petra atmete kaum. Seht ihr? Und Morphium ist eine wässrige Lösung. Substanz des salzsauren Morphiumsalzes. Aufgelöst in destilliertem Wasser. 100 oder 200 Milligramm in jedem Kubik. Also in jeder Ampulle. Und nun kommt einer auf den Trichter und greift sich 10 Ampullen Morphium und spritzt sie nacheinander in die Streptomycinflasche. Schön, säuberlich und steril. Dann löst sich diese Streptosubstanz genauso auf, als hätte er blankes Aquadest dazugegeben. Kein Unterschied. Nicht zu sehen, nicht zu riechen. Nur, dass jetzt bei den 1000 Milli Streptomycin 200 Milli Morphium dabei sind, wenn er die 0,2er Ampullen genommen hat. Und die hat er ja genommen. Ja. Und jetzt fehlt bloß noch, dass wir Idioten uns dran machen und spritzen das Zeug intralumbal. Jeden Tag 1 Kubik. Direkt in die Rückenmarkflüssigkeit. Bold, Petra, einen kürzeren Weg zum Atemzentrum gibt es ja gar nicht. Das scheint mir aber doch sehr abwegig. Ich kann mir nicht vorstellen, dass... Das Morphium kommt mit dem Strom der Rückenmarkflüssigkeit gleichzeitig mit dem Streptomycin an der Hirnbasis an. Genial. Zuerst ging es ihm gut. Dann Verschlechterung, Apathie. Ja. Selbstverständlich denkt jeder Vorkliniker an eine Ausbreitung der Meningitis. Aber es gibt keine Anzeichen. Nichts im Punktat, kein Eiweiß, wenig Zellen. Na schön, denkt der alte Bierstein. Abgekapselter Herd, Hirnabszess. Irgend so ein dämlicher Mist ist ja schon alles vorgekommen. Und punktiert weiter. Und spritzt noch mehr Morphium in die Leitung. Ach, hätten wir bloß nicht weitergemacht. Ganz einfach, das alles. Wenn es stimmt. Aber da soll ein Mensch drauf kommen. Und der Kommissar hätte recht. Morphium und Streptomycin, das muss miteinander zu tun haben. Ja, jemand wollte dem Bergius an den Kragen. Das ist die ganze Geschichte. Die Oberschwester und Inge sind nur aus Versehen reingeraten. Und was jetzt? Jetzt flitzen wir in die Pathologie und hetzen unsere Freunde auf die Rückenmarkflüssigkeit. Ich fresse mein Stethoskop. Wenn Sie darin nicht Annas Morphium wiederfinden, dann rufen wir diesen Noges an. Ja, der wird sich wundern. Aber wer bringt deinen Patienten um? Und warum? Nun, keine Ahnung. Soll es die Polizei herausfinden? Wisst ihr, was ich glaube? Ja? Die Flasche mit dem präparierten Streptomycin, die ist doch kurz nach der letzten Punktion verschwunden. Ja. Inge hat gesehen, wer sie verschwinden ließ. Es sieht ganz so aus, als wäre es einer von denen gewesen, die bei der Punktion dabei waren.
Sie, ich, Fräulein von Stack, Pinkus, Schwester Maria, Schwester Inge scheidet aus. Also, einer von uns 5. Einer von uns 5. Das war der zweite Teil der letzten Visite von Hans Grohl. Ich muss mich jetzt korrigieren. Nach dem ersten Teil hatte ich ja gesagt, oder besser schon ein bisschen kritisiert von der freundlichen Art, dass das Hörspiel doch sehr gemächlich erzählt. Eben im Rhythmus von einem Doktor, der dort oben arbeitet, im Sanatorium. Diesem Sanatorium, das ja wirklich aus der Zeit gefallen ist, wo nie wirklich irgendetwas passiert. Im zweiten Teil der letzten Visite war das wirklich ganz anders. Jetzt haben wir schon den zweiten Mord an der zweiten Schwester und gerade noch eine Theorie für den dritten Mord, inklusive Vermutung über die Verwendung des Morphiums. Also wenn das weiter so knall auf Fall geht, bleibt es wirklich spannend im dritten Teil der letzten Visite in der nächsten Woche. So, ich möchte euch gerne jetzt hier noch ein kleines Audio anhängen, eine gute halbe Stunde von den Kolleginnen aus der Wissenschaftsredaktion. Die haben nämlich vor ein paar Jahren eine Reihe gemacht über vergessene Orte in der Schweiz. Unter anderem auch über ein ehemaliges Lungensanatorium. Wirklich eine schöne halbe Stunde, die viel erzählt über die Geschichte der Tuberkulose in der Schweiz, auch über die vielfältigen Versuche, diese Krankheit in den Griff zu bekommen und überhaupt, wie sich das alles in einem Ort abspielt und was das mit diesem Ort macht über die Jahrzehnte hinweg. Viel Vergnügen damit. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis zum nächsten Mord. Von meinem Wohnort Hagedorf fährt man mit dem Auto in etwa 10 Minuten durch den Wald auf den Allerheiligenberg rauf. Von dort oben hat man einen grandiosen Ausblick auf das ganze Mittelland und auf die Alpen. Der Allerheiligen ist ein Hügelzug im Solothurner Jura und ein beliebter Ausflugsort. Es gibt einen Bus, der rauffährt und eine Bergwirtschaft mit einem grossen Parkplatz. Ein bisschen weiter oben, in den Hang hineingebaut, steht ein massiges Gebäude, das von Nähem Spuren von Zerfall aufweist. Der Putz blättert ab zum Teil, die Beschriftung auf den Schildern ist ausgebleicht. Stumm und verlassen steht der alte Kasten da und erinnert an eine der schlimmsten Krankheiten, die vor 100 und noch mehr Jahren in der Schweiz grassiert hat, nämlich Tuberkulose. Tuberkulose ist heute in der Schweiz fast vergessen. Genauso vergessen wie der alte Kasten, den heute niemand mehr braucht. Das ist die Geschichte vom Allerheiligenberg, einem ehemaligen Volkssanatorium für Tuberkulosepatienten. Diese Geschichte dauert genau 100 Jahre. Am Anfang ist Zuversicht gestanden, kranken Menschen aus ärmlichen Verhältnissen zu helfen. Am Ende bleibt nur noch Resignation. Die von Franz Schwaller, dem letzten Direktor vom Allerheiligenberg. Ich habe nicht mehr Hoffnung mehr. Ich sage es jetzt böse. Manche wäre auch froh, wenn mal ein böses Gewitter käme und würde den Blitz einschlagen. Dann wäre es warm entsorgt. Von Franz Schwaller hören wir nachher noch mehr. Das ist aber auch die Geschichte vom medizinischen und sozialen Fortschritt. Sie erklärt, warum das Tuberkulose in der Schweiz kaum mehr vorkommt, aber an anderen Orten der Welt immer noch wütet. Davon kann der Lukas Fenner erzählen. Tuberkulose ist der Nummer 1 Killer eigentlich unter Infektionskrankheiten. Er hat in Tansania zu Tuberkulose geforscht und auch in den Archiven der Stadt Bern nach den Spuren der Tuberkulose in der Schweiz gesucht. Der gehört Kopf voran, der Podcast zum Eintauchen in Geschichten aus der Wissenschaft. Ich bin Tiren Dietschi. In dieser Staffel suchen wir nach vergessenen Orten, die früher aber eine wichtige Rolle gespielt haben. Und genau so ein Ort ist der Allerheiligenberg im Solothurner Jura. Die Klinik liegt am Südhang, der Sonne zugewandt, mit herrlichem Alpenblick. Vor 100 Jahren war das Gebäude ein Leuchtturm, ein Paradebeispiel für gemeinnütziges Wirken und der ganze Stolz von zielstrebigen, weitsichtigen Männern. Von den Frauen hat man dann leider noch nicht so geredet. Heute ist der Allerheiligenberg schon 10 Jahre zu.
und ein Geisterhaus. Grüezi, Frau Frey. Grüezi dir, Frau Frey. Ja. In das Geisterhaus will ich jetzt rein, zusammen mit dem Franz Schwaller. Er ist pensioniert und mit der Annelies Frey. Sie hat in den 70er Jahren als Leiterin vom Pflegedienst auch hier oben gearbeitet und ist auch im Ruhestand. Wir gehen durch einen unscheinbaren Haupteingang und kommen in einen leeren Empfangsraum. Der Franz Schwaller schlägt vor, zuerst mal den alten Teil des Gebäudes anzuschauen, den von 1910. Wir gehen durch die menschenleere Klinik, schlendern durch leere Säle und Gänge, schliessen Tür um Tür auf. Wir besuchen die Wäscheabteilung mit uralten Wäschränken und Geräten. Das sind Nähmaschinen und Glättimaschinen und das Zeug so sind. Mami. Gehen über eine Station durch ausgeräumte Krankenzimmer. Schon noch eigenartig, so leere Räume durchzulaufen. Dann steigen wir einen Stegen auf in den ersten Stock. Ich weiss gar nicht mehr recht, wo wir sind. Man hätte sich verlaufen, wenn wir das erste Mal Plötzlich stehen wir vor einer Glastür, die mit einem Holzbalken verrammelt ist. Wir ziehen ihn weg und treten raus ins Freie auf einen grossen, langen Balkon. Vor unseren Augen tut sich das Alpenpanorama in seiner ganzen Pracht auf. Geradeaus auf Schlag 12 prangen Eiger, Mönch und Jungfrau. Der ganze Balkon ist ins goldige Licht von der Herbstsonne getaucht. Es ist richtig warm draussen und ich ziehe die Jacken ab. Das waren die Liegebalkone, wo die Leute mit dem Bett draussen waren oder mit den Liegenden. Und die gute Luft genossen haben, oder? Schlagartig fühle ich mich ins letzte Jahrhundert zurückversetzt, in die Zeit der Freiluftkuren. Vor meinem inneren Auge tauchen alte Bilder auf von TB-Patienten auf den Liegenden, eingemummelt in warme Unterwäsche, Wintermäntel und Wolldecken. Die Liegekuren haben monatelang gedauert, manchmal über ein Jahr. Auch auf dem Allerheiligen, sagt der Franz Schwaller. Und das war in der TB-Zeit gefüllt voll. Da ist Bett an Bett gestanden. Einfach durch den Tag die Leute an dieser Luft draussen waren und in dem Sinne ihre Kur gemacht haben. Den ganzen Tag? Nicht den ganzen Tag natürlich nicht, aber vielleicht am Morgen 2 Stunden und am Nachmittag 2 Stunden. Und das hat ihnen gut getan? Das hat ihnen gut getan, ja. Der Franz Schwaller weiss das aus der eigenen Familiengeschichte. Sein Grossvater mütterlicherseits hatte eine Lungen-TB und war viel auf dem Allerheiligenberg. Das war in den 30er Jahren vor dem Weltkrieg und so. Und der hat viel oben müssen monatelang kuren. Und es hat noch keine Krankenversicherung und nichts gegeben. Und der Rest der Familie hat einfach mit dem schauen, also wir den Bauern mitschleifen, oder? Die ganze Familie hat das geprägt. Die älteste Tochter war eine gute Schülerin und hatte das Zeug zum Studieren. Aber weil der Vater krank war, musste sie in die Fabrik arbeiten. Und wer auf dem Allerheiligen hat eigentlich die TB-Kranken gepflegt? Von dem steht nichts in den Chroniken. Der Franz Schaller weiss es auch nicht. Er vermutet katholische Nonnen aus dem Kloster Baldeck im Luzernischen. In Oldtimen Baldecker-Schwestern auf der Friedau in Eckenking waren Baldecker-Schwestern. Witwe, aber eine Baldecker-Schwester hatten. Das war natürlich auch eine Kostenfrage. Die haben zum Gotteslohn gearbeitet. Oder? Und sicher mit Arbeitszeiten, ja, da kannst du auch heute niemand mehr zu vermuten. Oder? Annelies Frey erzählt, sie habe ihre Ausbildung seinerzeit auch noch im Kloster Baldeck gemacht. Als erste reformierte Notabene. Und auf dem Allerheiligen hat es auch in ihrer Zeit für eine Pflegefachfrau nicht viel mehr als einen Gotteslohn gegeben. Müssen Sie, wenn man Ende 60er Jahre in den Betrieb kam, also ich meine, ins Spitalwesen und den Beruf gelernt hat man es wirklich aus Überzeugung gemacht. Ich meine, wir haben 6 Wochen nacheinander Nachtdienst gemacht und solches Zeug. Machen Sie das mal mit irgendjemandem. Wir machen an dieser Stelle einen kleinen Sprung in der Geschichte vom Allerheiligenberg. Von den 30er in die 60er und 70er Jahre. Annelies Frey erzählt, auch dann seien hier oben noch TB-Patienten behandelt worden. Aber nicht mehr gleich. Da hat man Medikamente, Tuberkulostatika,
Natürlich hat man dann auch gesagt, frische Luft tut gut. Das ist klar, aber eben, die Behandlung war dann natürlich ganz anders. Ein Jahr lang Kuren, das war in den 70er Jahren vorbei, sagt Annelies Frey. Sie sind dann auch eher heim. Sie sind dann nicht mehr ansteckbar und dann haben sie heim können, haben aber monatelang noch ihre Medikamente nehmen. Aber auf einen grossen Liegebalkon sind Patienten immer gerne gekommen, auch in den 70er Jahren noch. Also meistens sind es ja die einigermaßen mobil waren, draussen oder sie haben ja auch hier oben ein Zimmer gehabt. Die Leute sollen raus können gehen. Das ist ja der Sinn von hier oben. Bewegen und so die Natur genießen. Und die ist schön. Da kann man jetzt sagen, was man will. Die ist schön. Wie ist das gegangen mit der Tuberkulose in der Schweiz? Wie ist es gekommen, dass man eine ganze Reihe von Heilstätten gebaut hat, um ausschliesslich Leute mit dieser einen Krankheit zu pflegen und probieren zu heilen? Genaueres von dieser Geschichte weiss der Lukas Fenner. Er sitzt in etwa 30 Kilometer Luftlinie vom Allerheiligenberg entfernt, in Solothurn im Ambassadorenhof in seinem Büro und räumt Unterlagen vom Tisch. Der Lukas Fenner ist 47 und seit 3 Jahren Solothurner Kantonsarzt. Jetzt gerade hat er Sorgen wegen Covid-19. Die Ereignisse überschwemmen sich halt jetzt gerade. Als ich ihn besucht habe, haben die Corona-Fallzahlen auch im Kanton Solothurn stark angezogen. Der Lukas Fenner hat alle Hände voll zu tun und eigentlich keine Zeit für ein Interview. Aber als ich ihm geschrieben habe, es gehe um Tuberkulose, hat er nicht Nein sagen. Das ist natürlich immer noch ein bisschen mein Hobby, das ich pflege, TB. Oder? Das habe ich jetzt wirklich so lange betrieben. Der Lukas Fenner ist Epidemiologe und hat viel Feldforschung über Tuberkulose gemacht. Er war 2 Jahre in Tansania, in der Großstadt Dar es Salaam. Das ist eine der schnellst wachsenden Städte in ganz Afrika und für Krankheitskeime ein Paradies. Cholera, Dengue, Masern, Tuberkulose. Zur TB im Speziellen, sagt der Lukas Fenner. Tuberkulose ist natürlich immer eine Infektionskrankheit von den Armen. Eine Infektionskrankheit der Armen. Das ist TB heute noch. In südlichen Ländern in Afrika, in Indien oder in den armen Gegenden von Osteuropa. Das zeigen die Statistiken von der Weltgesundheitsorganisation WHO, wo jedes Jahr einen grossen TB-Bericht herausgibt. Tuberkulose ist natürlich der Nummer 1 Killer eigentlich unter Infektionskrankheiten. Jeden Tag sterben 4000 Menschen an TB. An dieser Zahl sieht man den Stellenwert von TB international, sagt der Lukas Fenner. Dass es eine enorm wichtige Infektionskrankheit ist und es enorm wichtig ist, dass man eben das auch nicht vernachlässigt in der Bekämpfung. Die Armut, die den Infektionskrankheiten den Boden gibt, hat es früher auch in der Schweiz gegeben. Der Lukas Fenner hat das in einer Studie genauer untersucht. Im Stadtarchiv zu Bern hat er alte Fotos und Dokumente gefunden, die ihn an Szenen aus Tansania erinnert haben. Und zwar vom Berner Mattenquartier. Dort gibt es auch so Bilder eben mit wirklich übervölkerten, überdichteten Wohnungen, schlechte hygienische Situation. Im Mattenquartier hat es vor 150 Jahren auch noch Cholera, Typhus und grosse Masernausbrüche gegeben. Und vor allem eben Tuberkulose. Die Volkskrankheit in dieser Zeit. Der Lukas Fenner ist zum Schluss gekommen. Die Zustände vor etwa 100-150 Jahren, dass die ganz ähnlich eigentlich waren wie heute eben in den Slum-Regionen von Tansania. Man weiss heute, in der Schweiz ist um die Jahrhundertwende jeder 10. Todesfall auf TB zurückgegangen. In manchen Regionen sogar jeder 6. Tausende sind an TB gestorben. Ganz schlimm hat es Kinder und Jugendliche getroffen. Der Winter 1901-1902 zum Beispiel haben die Hälfte der 15- bis 19-Jährigen wegen der Tuberkulose nicht überlebt. Es war die Industrialisierung, die den Siegeszug der Tuberkulose befeuert hat. Die Leute sind vom Land in die Städte gezogen, um mit Fabriken zu arbeiten. Uhrenbetrieb, Webereien, Maschinenfabriken und die chemische Industrie. In den Arbeitersiedlungen haben 10 und noch mehr Personen in munzigen, feuchten Wohnungen gelebt. In so Verhältnissen haben Tuberkulosebakterien einen idealen Nährboden gehabt, um sich zu verbreiten.
die Bakterien, die der deutsche Physiologe Robert Koch 1882 entdeckt hat und die meistens die Lungen befallen. Wer sich dann mit TB angesteckt hat, vor 150 Jahren, wo die Leute so beengt und unhygienisch gewohnt haben, der hat sehr häufig zuerst einen Husten bekommen, Müdigkeit und leichtes Fieber, später starke Brustschmerzen und Gewichtsverlust. Auszehrung oder Schwindsucht hat man der TB früher im Volksmund gesagt. Am Schluss kann die Lunge der Körper nicht mehr mit genügend Sauerstoff versorgen. Und das war der Tod. Vor 150 Jahren hat es gegen TB noch kein Medikament gegeben. Trotzdem hat man die Krankheit behandeln und manchmal sogar heilen, nämlich mit einer Höhenkur. 1868 hat der Alexander Spengler in Davos das erste Kurhaus für Lungenkranke gegründet. Und ab dann sind in den Bergen eine ganze Reihe von schicken Sanatorien gebaut worden. Das Sanatorium Schatzalp in Davos hat der Thomas Mann zu seinem berühmten Roman «Am Zauberberg» inspiriert. Die Kurhäuser haben ausgesehen wie ein Luxushotel und sind es auf eine Art auch gewesen. Schriftsteller, Künstlerinnen und reiche Industrielle haben sich dort behandeln. Für die einfachen Leute war so eine Höhenkur im Hochgebirge unerschwinglich. Und auch der Allerheiligenberg sieht trotz seiner stattlichen Grösse nicht gerade nach Luxus aus. Dort einfach die Leute herkommen, das war eine Frage vom Geld, das sie sich leisten konnten. Und der Rest hat nichts gehabt. Erzählt zurück auf unserem Rundgang der Franz Schwaller. Aber gegen Ende des 19. Jahrhunderts hat sich das Blatt für arme TB-Patienten wenden. Und dort war eigentlich in Olten der Dr. Adolf Christen, das muss ein sehr umtriebiger Mann sein. Weil gut vernetzt ist, hat er eine Verbindung der Firma Baldi Schuhfabriken, das war damals noch begriffen, oder? Der Adolf Christen war Arzt in Zolten. Ein gewichtiger, ein engagierter Mann. Mitbegründer der christkatholischen Kirche. Anführer der Solothurner Radikalliberalen. Sozial engagiert. Und befreundet mit dem Arthur Balli, dem Sohn vom damals weltgrössten Schuhfabrikant im solothurnischen Schönewirt. Am 29. Juni 1889 hat der Adolf Christen in der Sonntagsausgabe vom Oltner Wochenblatt Folgendes geschrieben. Unser kleines Land gibt jetzt viele Millionen aus, um durch militärische Rüstungen unsere Freiheit und Unabhängigkeit zu sichern. Es würden sich gewiss in opferwilligen Kreisen auch Hilfsmittel finden, den Tausenden von bedürftigen Mitbürgern, die jetzt elend, in Not und Schmerzen dahinsiechen, die rettende Hand zu bieten, durch Errichtung von Heilstätten für unbemittelte Lungenkranke. Diese Idee hat gezündet. Ein nationales Ärztekomitee hat sich zusammengetan und schon 1894 ist auf der Heiligen Schwende oberhalb von Thun das erste Volkssanatorium aufgegangen. Kurz darauf dann noch weitere so Volkssanatorien in Davos, im Zürcherischen Wald und in Grand Montana. Und 1910, nach ein paar Anlaufschwierigkeiten, vor allem finanzieller Art, der Allerheiligenberg im Kanton Solothurn. Es hat Haufen Kräfte, Geld und einen ungeheuren Idealismus gebraucht, um das Vorhaben zu realisieren. Die gemeinnützige Gesellschaft vom Kanton, die Frauenliga, die davon Geld sammeln, Spenden aus allen Ecken vom Kanton sind zusammengekommen. 1906 ist der Allerheiligen als Standort ausgewählt worden. Für ein Sanatorium ein idealer Ort. Ein mildes Klima über der Nebelgrenze und vor allem viel, viel Sonne. Auch der Adolf Christen hat überall für das Sanatorium geweibelt. Sogar die Schulkinder hat er zum Geldsammeln eingespannt. Ihr, liebe Schüler im lieben Solothurner Land, die ihr munter und mit roten Wangen unterm Christbaum stehen dürft, sollt euer Schärflein beitragen, dass das Sammelsäcklein recht voll mag werden. Auf freier Höhe, wo reine Luft und Sonnenschein den Kranken Heilung und Linderung verschaffen, hat die christliche Liebe des solothurnischen Volkes ein Heim erbaut, wo auch eure kranken Mitschüler Aufnahme und Heilung finden sollen. Über 5000 Franken sind in dieser Weihnachtssammlung zusammengekommen. Der grösste Geldgeber aber war der Arthur Balli. Bis zu seinem Tod 1912 hat er rund 500.000 Franken für einen Allerheiligenberg locker gemacht. Eine enorme Summe und heute kaum mehr vorstellbar, findet Franz Schwaller.
Das war dann eine andere Zeit. Ich würde sagen, einfach, wenn du schon so ein Patron bist, hast du auch Verantwortung für deine Angestellten. Der Balli hat damals viel für seine Arbeiter gemacht, sagt auch Annelies Frey. Gretzenbach, Schönewert, hat Ballihäuser. Die hat er alle gebaut, dass seine Angestellten drin wohnen können. Also wirklich sozial, also muss ich sagen. Sozial und sicher nicht ganz uneigennützig. Denn gleichzeitig haben der Arthur und sein Bruder Eduard Balli die Arbeiter mit harter Hand geführt. Wie schon ihr Vater, der Patriarch Karl Friedrich Balli. Am 2. Juli 1910 ist der Allerheiligenberg mit einem Fest eröffnet worden. Und einen Monat später schon voll beleidigt gsi. Für die nicht ganz 100 Betten hat es doppelt so viele Anmeldungen gegeben. Verdient hat der Allerheiligenberg trotzdem nie. Die Kosten für das abgelegene Sanatorium sind immer grösser als die bescheidenen Einnahmen. Am Ende des Zweiten Weltkriegs hat ein neues Kapitel für den Allerheiligen angefangen. In ganz Europa und auch in der Schweiz hat man sich darauf eingestellt, dass Tuberkulose zunehmen würde. In diesen schwierigen Nachkriegsjahren, die von Mangel und Obdachlosigkeit geprägt waren, hat TB ein Lichtspiel gehabt. Der Allerheiligenberg hat sich vergrössern, wie andere Sanatorien auch. Schon in den 30er Jahren ist eine Kinderklinik mit einer eigenen Schule gebaut worden. Anfangs 50er Jahre ein neuer Trakt für die erwachsenen TB-Kranken. Ein Zimmer. Die hat in der Regel alle eine Nasszelle selber. Das waren Zweierzimmer, früher ohne Nasszelle. Der Franz Schwaller, Annelies Frey und ich setzen unseren Rundgang fort. Und wir gehen jetzt in den Neubau aus den 50er Jahren. Der sieht ziemlich abgewirtschaftet aus. An den Wänden und Decken hat es Wasserflecken. Der Boden in der altehrwürdigen Ärztebibliothek hat schon bessere Zeiten gesehen. Der Boden sieht aus wie fruchtbar. Der ist bei mir noch anders, der hat noch glänzt. Gepflegt, da sind die ganzen bunten Bücher. Auch der neue Trakt hat man gegen Süden für die Liegekuren der TB-Patienten eingerichtet. Der Franz Schwaller führt uns auf einen grossen Balkon, ganz ähnlich wie im alten Trakt. Da ist die Ruhe. Und ich denke, nach Krankheit und Krankheitsverlauf bist du froh, wenn du Ruhe haben kannst und nicht direkt in die Hände bist. Was sicher auch dazu beiträgt, zu einer besseren oder schnelleren Gesundung. Aber die 50er Jahre haben den Anfang vom Ende vom Allerheiligenberg eingeläutet. Damals hat man angefangen, TB mit Antibiotika zu behandeln. Und dank diesen spezifischen Medikamenten ist Tuberkulose in der Bevölkerung stark zurückgegangen. Heute löst TB nur noch bei jedem 10., der sich infiziert hat, Symptome aus. Als ich so auf diesen grossen, leeren Balkon schaue, frage ich mich, haben die Liege- oder Frischluftkuren damals überhaupt etwas genützt? Hat man es medizinisch rechtfertigen, dass die Leute monatelang von daheim weg und aus dem normalen Leben rausgefallen sind? Damit nochmal zurück zum Lukas Fenner, der sich in seiner Forschung ausführlich mit TB auseinandergesetzt hat. Er sagt, erstaunlicherweise, und das haben wir ja eigentlich auch in unseren historischen Arbeiten eigentlich zeigen, ist, dass die Abnahme der Tuberkulosefälle eigentlich schon lange vorher waren, als wirklich dann spezifische antibiotische Therapien zur Verfügung gestanden sind. Schon in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts hat TB also nicht mehr die gleichen Verheerungen angerichtet wie vor 1900. Woran das gelegen ist, kann man nicht so genau sagen, sagt der Lukas Fenner. Es hat vieles mitgespielt. Die Wohnverhältnisse, die verbessert worden sind, auch die hygienischen Verhältnisse, dass man grössere Wohnungen hatten, dass man mehr Fenster hatten, mehr Sonnenlicht. Die Höhenluftkur war sicher keine spezifische Therapie. Trotzdem hat sie den Patienten gut getan, vor allem die Sonnenexposition. Durch das hat der Körper Vitamin D bilden und das wiederum hat das Immunsystem der Patienten gestärkt. Dazu ist gekommen, dass man sich in Ruhe wieder rehabilitieren konnte, dass man wirklich eine gute medizinische Grundversorgung hatte. Das hat sicher eine grosse Rolle gespielt. Trotzdem, aus heutiger Sicht kann man es eigentlich kaum glauben, dass sich die teuren und aufwendigen Höhenluftkuren in der Schweiz während Jahrzehnten gehabt haben. Vor allem, wenn man schaut, wie schwer es Menschen mit Tuberkulose heute haben, global gesehen.
Das sagt auch der Lukas Fenner. Tuberkulose hat natürlich auch immer durch die Assoziation mit ärmlichen Verhältnissen und mit armen Ländern hat immer einen schwierigen Stand gehabt, das nötige Gehör in den internationalen Gremien überzukommen und auch wirklich genug Gelder gesprochen werden für die Erkrankung. Der Tuberkulosebericht 2020 von der Weltgesundheitsorganisation ist in dieser Hinsicht besonders ernüchternd. Nur die Hälfte vom Geld, das die Staaten versprochen haben, ist zusammengekommen. Viele Mittel sind abgezügelt und stattdessen für Covid-19 eingesetzt worden. In Ländern wie Indien, Indonesien und auf den Philippinen zum Beispiel ist TB ein grosses gesundheitliches Problem. Und jetzt ist zu befürchten, dass TB-Erkrankungen nicht gemeldet werden. Darum rechnet die WHO mit einem dramatischen Anstieg von Tuberkulosetoten. Dazu kommt das Problem mit dem multiresistenten Keim. Gegen viele Stämme des TB-Erreger, Mycobacterium tuberculosis, gibt es keine wirksamen Antibiotika mehr. Man kann die Betroffenen nicht mehr behandeln. Der Solothurner Kantonsarzt sieht trotzdem nicht schwarz. Er glaubt an die Prävention und an die öffentliche Gesundheit. Und man sieht auch in den Ländern, wo wirklich ein gut funktioniertes, gut installiertes Gesundheitssystem und ein gut installiertes TB-Control-System haben, dass es eben möglich ist, dass man das verhindern kann. Also wenn man wirklich auch versucht, dass die Patienten die lange Therapie von mindestens 6 Monaten, wenn man das in einem Gesundheitssystem sicherstellen kann, dann kommt es eben viel weniger zu diesen resistenten Fällen. Zurück auf den Allerheiligen. Die Geschichte vom Niedergang ist rasch erzählt. In den 50er Jahren ist das Sanatorium immer mehr in die finanzielle Schieflage gekommen und hat nur dank Staatsbeiträgen überleben. In den 60er Jahren ist aus der Heilstätte für Lungenkranke ein sogenanntes Mehrzwecksanatorium geworden, das auch nicht Tuberkulose aufgenommen hat. In den 70er Jahren eine Höhenklinik mit einem festen Platz im Solothurner Spitalwesen. Der Kanton hat den Allerheiligenberg übernommen. Aber in Solothurn hat man schon gleich angefangen zu zweifeln, ob man sich die Höhenklinik leisten kann und ob es sie überhaupt braucht. Das Wort Schliessung ist ab den 70er Jahren wie ein Geier über dem Allerheiligenberg gekreiset. In den 90er Jahren haben die Solothurnerinnen und die Solothurner 2-mal über eine Schliessung abgestimmt. Beide Mal ist sie abgelehnt worden. Dann hat es 2010, genau zum 100-jährigen Jubiläum, eine dritte Abstimmung gegeben. Und das Schicksal vom Allerheiligenberg war besiegelt. Die Solothurner Regierung ist für ihre gesundheitspolitische Weitsicht gelobt worden. Für die Angestellten vom Berg war es eine bittere Pille. Der Franz Schwaller erinnert sich an Weihnachten 2010. Dann haben wir das traditionelle Personalessen gehabt. Es ist zugleich das 100-Jahr-Jubiläum vom Allerheiligenberg. Und ich habe den Anspruch müssen sagen, und wir wissen alle, es ist das letzte Essen so miteinander. Es hat mich noch daran gestunken, dann waren sehr viele Leute dabei gewesen, politische, die haben ihre Reden geschwungen, aber es hat niemand von denen angesprochen. Es ist das Letzte. Seit der Schliessung versucht der Kanton, das ehemalige Klinikgebäude zu verkaufen. Erfolglos. 2-mal haben sich Altersheime eingemietet, die so Zeit überbrückt haben, um ihre eigenen Häuser total zu renovieren. Da und dort gibt es immer wieder eine Zwischennutzung. Im Moment ist im neueren Teil eine Notfallklinik für betagte Covid-Patienten eingerichtet. Für den Fall, dass es während der Pandemie in den Spitälern vom Kanton eng werden könnte. Aber langfristig sind die Aussichten düster. Andere ehemalige Sanatorien sind heute Reha-Kliniken oder sind zu Hotels umfunktioniert worden. Doch der Allerheiligenberg verfällt. Der Franz Schwaller hat resigniert. Ich habe nicht mehr Hoffnung. Was ist Ihre Prognose? Rückbau? Ich denke, ich sage das jetzt böse. Manche wäre auch froh, wenn mal ein böses Gitter käme und würde den Blitz einschlagen. Dann wäre es warm entsorgt. Dabei hat der ehemalige Direktor durchaus Ideen gehabt. Ich habe mal gesagt, wir machen Loftwohnungen. Was noch in einem besseren Zustand ja. sind. Da könntest du wunderbar so 3 Wohneinheiten machen. Dann lohne ich gerade eine. Zum Schluss machen wir noch einen Abstecher im Mehrzweckraum.
Hinter einem Vorhang verbirgt sich ein Altar und eine Sakristei. Der Raum war auch an einer Kapelle. Es ist immer noch alles unten, ist ein Pfarrer raufgekommen, die Messe lesen, noch in meiner Zeit. Weil die älteren Leute, und die waren ja lange da, die haben schon am Sonntag in die Kirche wollen. Ein Gottesdienst, extra für Patientinnen und Patienten. Heute stehen in diesem früheren Kirchenraum Flipcharts und Plakatwände herum. Die Kantonspolizei nutzt diesen Raum ab und zu für Schulungen. Aber heute ist auch von innen niemand da. Der Franz Schwaller und Annelies Frey verabschieden sich und ich bleibe noch einen Moment, um die Leere noch ein bisschen auf mich zu wirken. Als ich aus der Klinik rausgehe, steht die Sonne schon tief über dem Alpenkranz. Auf einem Baum pfeift der Vogel, auf den Wiesen unten am Hügel sehe ich Kühe grasen und ich denke für mich, auch wenn das Gebäude mal nicht mehr steht, da oben ist einfach der Frieden. Das war ein Podcast von SRF, produziert im Auftrag der SRG.